Wie ich noch klar war, da habe ich ans Christkindl und an den Osterhasen geglaubt. Und an den Nikolaus glaube ich halt auch noch manchmal. Bloß im Gegensatz zum Christkindl oder Osterhasen habe ich vom Nikolaus einmal Angst gehabt. Jedes Jahr war es das gleiche. Je näher der Abend gekommen ist, umso größer ist meine Angst geworden. Während ich in der Früh noch von meinen Geschwistern mächtig angegeben hab, dass ich heuer keine Angst hab und mit der Krampus mit seiner Ruten sowieso nicht kriegen hat, weil ich viel schneller war, hab ich am Nachmittag so um 3 angefangen, mir ein gutes Versteck zum Suchen, wo ich dann erst wieder rausgekommen tat, wenn der Nikolaus und der Krampus gegangen waren. Leider hat meine Mutter auch alle Verstecke gekannt. Und wenn's dann abends soweit war und es laut an der Tür pumpert hat, dann hat sie genau gewusst, wo ich wieder steck. Und bevor ich gemerkt hab, wie mir geschieht, hat sie mir auch schon unterm Tisch oder Schrankel oder Bett oder sonst was ausgezogen und mir ans Ende der Reihe zu meinen Geschwistern dazu gestellt. Und dann war er da, der Nikolaus, mit seinem roten Gewand und seinem weißen Bart, riesengroß, mit seiner Bischofsmützen, und der Krampus erst, mit seinen Händel und seinem Sog, drohend die Ruten geschwungen. Zuerst haben wir immer ein Gedicht aufgesagt und ein Liedl gesungen, bloß ich hab vor lauter Angst kein Wort ausgebracht. Dann hat der Nikolaus meinen Brudern die Hand auf die Schulter gelegt und gemeint, bist eigentlich ein ganzer Braver, bloß beim Helfer sollst du nicht immer drucken und deine Schwestern sollst du auch nicht dauernd ärgern, gell? Freilich hat mein Bruder ihm versprochen, dass er sich bessern wird, der Feigling. Und schon hat er sein Sackerl auskenntlich gekriegt. Danach hat der Nikolaus meiner großen Schwester die Hand gereicht und sie hat brav einen Knicks gemacht, die Schleimerin. Ja, bei dir gibt's ja gar nichts zum Aussitzen. Du bist ein ganz braves Madel, helfst immer deiner Mutter fleißig, hast lauter gute Noten in der Schule und bist immer zu allen recht freundlich, machst deine Eltern viel Freude, hab ich mir sagen lassen. Dankeschön, hat meine Schwester geseiselt, wie der Nikolaus ihr das Sackerl gegeben hat und macht nochmal einen Knicks, dass die Nosen fast am Boden aufkommt. Da kraut's mir gleich bei so viel Scheinheiligkeit. Dann hat er sich runtergebuckt zu meiner kleinen Schwester. Mit ihren 3 Jahren versteht's noch nicht so viel. Hebt aber gleich die Arme und möchte auf den Schoß vom Nikolaus, das damische Weibsbädel. Der hebt's auch noch auf die, drückt ihr Sackerl in die Hände und sagt bloß, fürs kleine Spaßerl hat der Nikolaus auch was. Da schau einmal. Und das war alles, obwohl es mich doch die ganze Zeit zwiebelt. Zuletzt dreht sich der Nikolaus zu mir um. Meine Knie sind schon ganz weich, weil ich freilich weiß, dass ich nicht immer so brav bin. Da rasselt der Krampus auch schon mit der Ketten und hebt mir den Sog vors Gesicht und schwingt seine Rütten. Und da soll es einem nicht anders werden. Zum ersten Mal an dem Abend holt der Nikolaus sein großes goldenes Bierchen raus und mir wird ganz anders. Das muss ja wieder ganz ein Haufen sein, dass er sich nicht einmal merken kann, was ich alles angestellt hab. Aber ich hab keine Angst. Soll er doch sagen, was er möchte. Von mir aus kann er sein damisches Sackerl behalten. Wer braucht das schon? Streng schaut er mir jetzt über seinen Brillenrand an, der Nikolaus. Ja, bei dir ist ja nicht so einfach. In der Schule magst du nicht sitzen bleiben und stark sein. Kannst keine 5 Minuten sauber bleiben. Du hast deine große Schwester immer verhauen. Zerreißt deine Kleidel, weil du auf jeden Baum aufhören musst. Wenn's da Frau mal so ist, dann schmeißt du alles unter dein Bett. Und wenn irgendwas zu Bruch geht, dann warst du das ganz bestimmt nicht du. Auch wenn du das nachher nicht zugeben magst. Ganz best schau ich noch und denk mir bloß, ja, aber lieber so, als wie ein Feigling wie mein Bruder, eine scheinheilige Schleimerin wie meine Große oder eine damische Nuss wie meine kleine Schwester. Jetzt schüttelt der Nikolaus seinen Kopf und schaut mich traurig an. Was soll ich nur mit dir machen? Jedes Jahr ist das gleiche Drama. Wenn jetzt nicht noch irgendeiner was Netz über die berichten kann, dann wird dir der Krampus wohl in seinen Sock einstecken müssen. Aus meinem besen Blick wird schlagartig angstvoller. Da tritt meine Mutter hinter mich und legt mir die Hände auf die Schultern. Lieber Nikolaus, das wird wohl nicht nötig sein. Ich kann dir schon gute Sachen sagen. Zum Beispiel passt der brav auf seine kleine Schwester auf, wenn ich kurz weg muss. Und auch wenn er in der Schule rumzappelt, so hat er doch gute Noten. Im Großen und Ganzen ein liebes Kind, wenn er arg botschert. Gott sei Dank ist meiner Mutter noch rechtzeitig was eingefallen. Der Nikolaus nimmt sein Bart in die Hände und reibt ihn zwischen seine Finger. Ernst schaut er mir an. Ja, wenn das so ist, dann lassen wir die ausnahmsweise noch ein weiteres Jahr bei deiner Mutter. Aber nur wenn du mir versprichst, dass du dich arg anstrengst und bis zum nächsten Mal bessern tust, gell? Er reicht mir mein Sackerl und ich mach scheinheilig einen tiefen Knicks
und sag nur feige, danke lieber Nikolaus. Freilich ich möchte mich bessern, ich versprich's. Doch kaum war der Nikolaus und der Krampus dann draußen bei der Tür, da habe ich einer die Zunge ausgeblickt und gerufen, aber so, dass keiner hört. Nächstes Mal, da habe ich ganz gewiss keine Angst mehr vor euch.